Ja, es geht weiter in der Liga. Jetzt habe ich gerade verlängert. Und zwar mit Simpson und mit Ferguson. Also der um 3 Jahre, weil der erst 21 ist. Der kann sich noch entwickeln. Der kann auf der kompletten linken Seite spielen. Und Simpson, ja, unser Ersatz rechter Verteidiger. Und zwar um ein Jahr. Gut, es geht weiter mit Liverpool. Und gegen die haben wir zuletzt unentschieden gespielt. Ich glaube 3-3 war es. Es war sehr torreich. So, heute spielen wir gegen Liverpool. Richtig. So, jetzt kann man mal schauen. Oder ich schaue später eine. Also, Verhandlungen mache ich meist eher ohne Aufnahme, weil es doch so ein bisschen hitzigt. Aufstellung passt, würde ich sagen. Ja, später ist es bei Liverpool. Nuri Sahin. Gut, es ist natürlich jetzt anders. Der spielt ja jetzt mittlerweile wieder bei Dortmund, glaube ich. Also ausgeliehen. So, die spielen ein bisschen in Rot, dann kennt man es aneinander. Gut, ich würde sagen, dann losen wir heute mal TOT daheim, weil der nicht fit ist. Und CC bleibt auch daheim. Stärke 74, also der bleibt noch auf der Bank. Harper, von dem haben wir einen Vertrag nicht verlängert. Der wird auf jeden Fall uns verlassen, weil der schon 37 ist. Aber wir haben noch einen anderen Torwart und wir werden uns noch einen guten zweiten Ersatzkeeper holen dann, also ein Junger. So, Liverpool ist auf jeden Fall vor uns in der Tabelle. Und das heißt, wenn wir gewinnen, war das natürlich ganz gut für uns. Und wir könnten etwas Boden gut machen. Aber ich darf mal sagen, es wird nicht leicht. Es wird ein richtiger Schlagabtausch wieder. Jetzt ist auf den Schwierigkeitsgrad Top-Spieler, ist es schon richtig hart. Also die geben da richtig Gas, die Spieler. Also die Gegner, besser gesagt. Und es gibt ja noch Stufen her. Aber bis wir den mal erreichen, das dauert noch eine Weile. So, jetzt gibt es erstmal einen Einwurf. Und der, ach, der war draußen. Nuri Sahin. Cole. Sterling. Ja, da probiert es mal mit dem Weitschuss. So, weiter Einwurf von Kelly. Oh, in Ruhe Abwerfer. Ronaldo setzt sie durch. Und jetzt gibt's keinen Elfmeter. Ja, zurzeit sind die Entscheidungen vom Schiedsrichter etwas fragwürdig. Er lässt Feld durchgehen. Ah, das war nicht so gut. Suarez. Immer noch Suarez. Cole. Ja, da haben wir den falschen noch gepeilt. So, jetzt wenn Ronaldo flitzen das. Tut er aber nicht.
Ja, da ist doch. Das war doch die perfekte Flanke. Hätte jetzt gar nicht gemeint, dass die reingeht. Aber Dembaba köpft rein. Und zwar wuchtig. Ja, und somit steht jetzt 1-0 gegen Liverpool. Santon, glaube ich, war es. Das war wieder so ein typisches Wembley-Tor. An die Latten und dann ist er von unten, von oben und oben knallt. Und glaube ich, da hat es zwar noch gar nicht Zeit. Das war, glaube ich, auf die Linie. Naja, drin ist drin. Und das heißt, wir führen jetzt. Was die Sache aber nicht leichter machen wird. Klasse gemacht von Dodo. So, nächster Konter von uns. Ronaldo ist schon vorne, aber im Abseits. Ja, das war nicht so gut. Ja, da wird jetzt ordentlich austeilt. Und der Schiedsrichter teilt da aus. Und zwar gelbe Karten gegen Steven Taylor. Ich glaube, dass er jetzt bald mal wieder gesperrt ist. Weil das auch einer ist, der gerne Karten sammelt. Und abseits von Suarez. Oder? Nein, das war der andere schon. Der Spieler davor war schon im Abseits. Also konzentriert spielen. Es eilt nicht, wir führen. Und die anderen müssen uns angreifen. Und es gibt Einwurf für uns. Florenzi. Gutierrez am Flügel. Oh, das war gut gemacht. Das war ebenfalls gut gemacht. Borini. Oh, knapp geklärt. Ja, wenn auch nicht mehr was, dann war es vielleicht fällig geworden. Und der Zweikampf ist auch ein bisschen komisch. Florenzi gegen den Ohrenkopf Christian Stürmer. Also Liverpool die aktivere Mannschaft. Zumindest in der Offensive. Dafür haben wir auch mit drauf. Ja, Dembaba mit seinem linken schwachen Fuß. Und ich finde, es ist richtig gut gemacht, dass die Spieler nicht mit beiden Füßen gleich stark sind. Also bei manchen Spielen ist es schon so. Ich weiß nicht, wie das bei FIFA ist. Ob das also der Fall ist. Ich finde FIFA eher unrealistisch. Und dass man da irgendwie mit jedem Spieler gut spielen kann. Oder ist es so, dass die großen Spieler einfach übermächtig sind und man gar keine Chance dagegen hat? Das ist jetzt so etwas ausgeglichener. Ja, zu weit.
Ja, und damit geht es in die erste Halbzeit. Also in die Pause. Zweimal aufs Tor geschossen, davon einmal getroffen. So, Taylor hat gelb. Den lassen wir aber noch drin. Und ansonsten wollen wir auch nichts verändern, glaube ich. Es passt ja so. Und wenn wir weiter so spielen, dann gewinnen wir die Spieler. Die Abwehr steht bisher. Große Fehler haben wir noch nicht gemacht. Und ich hoffe, die werden wir nicht machen. Und vielleicht können wir sogar noch drauflegen. So, fair am Ball noch genommen. Ben Afa startet, kein Abseits. Oh, und dem ist Glück auf unserer Seite. Ich hätte schon gemeint, der ist im Aus, aber naja. Die Liverpooler Abwehr verhaut sie da hinten. Ja, Künstlerpech, da die Song. So, also nochmal langsam. Ben Afa scheitert am Torwart. Und kriegt ihn dann nochmal irgendwie auf. Und der wird eigentlich ins Ausgegangen. Der andere nimmt ihn aber an. Schießt dem anderen hinten an. Ne? Ja, und von da aus geht der Ball ins Tor. Gut, ein klassisches Eigentor. Kann uns ganz recht sein. 2-0 auf jeden Fall. Ja, Sterling mit der Chance für Liverpool. Scheitert aber an Torwart. So, und so schießt man ein Tor durch eine Standardsituation. Es war ja so ein Typ, der wieder einen komischen Namen hat zum Aussprecher. Auf jeden Fall hat er gesessen. Und das war die schnelle Antwort. Das heißt, Liverpool ist noch nicht ganz leblos. Aber vielleicht können wir noch uns reinhauen. Hätten wir eigentlich noch vorgehabt. Ronaldo. Und Kabay. Und der, glaube ich, war noch abgefälscht. Und somit steht es jetzt 3-1. Aber ich glaube, es war noch ein Roter dran. So, das schauen wir uns nochmal langsam an. Da trippelt er, schießt. Ja. Dem Typen da ans Knie und dann tödlich abgefälscht. Keine Chance für den Torwart. Und das ist eins der kleinen Details vom Pro Evolution Soccer. Wenn der Ball abgefälscht wird, dann wird der tödlich. Und das finde ich halt sehr geil immer. Also man kann es nie richtig vorausschauen. Und das haben sie auch richtig geil gemacht, finde ich. So, das haben wir natürlich jetzt nicht so geil gemacht. Das war Doppelpass. Ja, war nicht so wie geplant. Ja, Borini fängt zum Zaubern an. Bringt ihm aber im Moment überhaupt nichts. Fakt ist, dass wir immer nur 3-1 führen. Florenzi, von dem haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Läuft nur so ein bisschen nebenher mit.
Dembaba. Ja, 4-1. Also, jetzt gibt es eine Klatsche. Wir sind in ganz guter Verfassung. Sein zweites Tor halt schon. Also der Zung, den Sieg haben wir. Und er verdient kriegt. Also es kann keiner sagen, dass wir per Eigentor gewonnen haben. 3 davon haben wir selber geschossen. Es ist die 68. Minute. Vielleicht passiert noch mehr. Gut gemacht. Florenzi. Oben drin wieder noch. Santon ist es. Kurze Verschnaufpause. Ja, war nicht so elegant. Sterling. Der ist vorbei. So, jetzt gibt es ja gelbe Karten. Wenn nicht sogar rot. Na, gelb. Gott sei Dank. So, wir werden jetzt einmal wechseln. Und zwar geht einmal... Ich glaube, geht lieber der aus. Der hat schon gelbe Karten. Und dafür kommt Williamson. So, der Mbaba, 4 Mann von den Roten sind hinten. Ja, da verlieren wir. Kabay. Ja, Doni hat den beim zweiten Mal. Enrique auf Sterling. Also an der Abwehr können wir uns halt nicht beklagen. Die steht halt richtig gut. Ronaldo. Oh, der war richtig geil gewesen. Wenn wir damit durchkommen, warten. So, wir wechseln jetzt nochmal. Der hat gelb, geht aussehen. Und dann kann man noch. Wollen wir immer mal bringen. Kann man mal machen. Kapitänsbinden übernimmt dann der Torwart. Gut, das lohnt sich aber eigentlich eh nicht mehr. 87 Minuten schon. Borini. Und Dodo, unser linker Verteidiger. Ja, da war man fast wieder irgendwie zum Schießen gekommen. So, und somit haben wir das Spitzenspiel gewonnen. Liverpool muss sich geschlagen geben. Und zwar so richtig. 4-1 haben wir es abgeschossen. Ja, das war auf jeden Fall aufs Ausrufezeichen. Ach, die sind oben gar nicht dabei. Die sind 15. Ach so, ich meinte, die spielen auch mit.
Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt unter die ersten sind wir wieder, also in die Europacup-Plätze. Oh, mit den Punkten schaut es aber. Also zu den Champions League Plätze haben wir wahrscheinlich keine Chance mehr. 52 hat Hotspurs und wir haben erst 39. Also Champions League wird nächste Saison wahrscheinlich nichts sehen. Außer wir haben noch irgendwie Fake Glück und haben eine riesen Aufholjagd. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, gegen wenn wir spielen. 16. Finale gegen Athletic Club Bilbao wird das wahrscheinlich sein. Gut. Also so schaut's aus mit der Europa League.